Halt zu Lützeburg schwätzen wir viel Sprachen. Es gibt aber einen, die beherrschen die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Das ist Gebärdespruch. Wir waren ein Kurs von der Gebärdespruch auf der Ball bei Filmen. Mein Name ist Ngok Fung Dang. Und ich arbeite als Gebärdespruchdozentin. Und mein Wunsch ist es am Anfang, dass Menschen halt zu Lützeburg auch über die Barriere von gehörlosen Leuten Bescheid wissen. Und dass ich ihnen noch eben beweisen kann, eben was ist, die hat gehörlos zu sehen, was sind als Erfahrungen, die wir machen. Und die will ich eben auch alle an Gebärdespruchkuren am Anfang mit abbauen. Also der Gebärdespruch, also ein Visualspruch, der Körperspruch ist mit dran, Mimik ist mit dran. Und das natürlich eben noch eine eigene Grammatik mit dabei. Das ist ja auch im Moment anders als wie du ein Satz, beispielsweise am Deutschen. Was bedeutet Mimik an Körperspruch an der Gebärdespruch? Also Mimik an Körperspruch ist natürlich extrem wichtig für den Gebärdespruch. Wie das wir ganz visuell sehen, wir verstehen halt dadurch einfach viel besser. Zum Beispiel Formen zum Beispiel können wir dadurch viel besser holen. Oder zum Beispiel, wenn eine Person komplett ohne Mimik schwatzt, dann verstehe ich die Person noch nicht. Das einfach die ganze Bewegung, die du hast, das möchte einfach, dass ich das ganz viel besser verstehen. Genau, das ist, wenn ich dann Wort quasi gesehen plus Wort da selber, in dem Moment verstehe ich das einfach besser. Sollten Schulen zu Lützeburg Gebärdespruch anbieten, auf wie war? Also heute zu Lützeburg wird natürlich super, wenn das von den Schulen angeboten gehen, dass sie Gebärdespruch lernen. Der Grund, wieso ich das denke, wäre natürlich super, wenn mehr Leute da wären, die mit Gehörlosen, Ertaubten oder eben auch Schwerhörerischen kommunizieren können. Das wäre einfach schön, wenn du einfach mehr Leute mit das könnte kommunizieren. Wie kann ich als Anfänger am besten anfangen, Gebärdespruch zu lernen? Also zum Beispiel am Gebärdespruchkurs kann ich auch halt verschiedene Schritte halt machen. Natürlich in dem Sinne kann ich für dich Gebärdespruchkurse machen, natürlich auch mit hergeschiedenen Personen kommunizieren, mit Händen, mit Face anfangen, Lippen auflesen, dass die andere Person auch oder beziehungsweise löst schwatzen, dass die andere Person da doch einfach von den Lippen kann auflesen. Und ja, einfach mit betroffenen Personen üben. Oder wie gesagt, hier mein Gebärdespruchkurs kommen. Ich weiß natürlich gerne all Anfang, wie du Schritt für Schritt kann ein Gebärdespruch kommunizieren, was sind Möglichkeiten, wie ich Kontakt kann abholen, wie aus dem Umgang mit hergeschädigten Leuten. Genau, das behandeln ich im Kurs.
Heute in Lützeburg gehen schon noch viele Barrieren. Das heißt, wir brauchen am Anfang an dem Sinne noch viel. Also zum Beispiel beim Fernsehen wäre natürlich super, wenn man Möglichkeit hatte, wenn einfach mehr Untertitel da wäre, wenn mehr Dolmetscherablandungen, also Gebärdensprachdolmetscherablandungen wären, dann natürlich auch, wenn ich zum Beispiel anrufen muss, wie meine Stadt. Das sind auch öfters Probleme, wo noch auftauchen, wo ich dann just kann über Anruf erledigen, wo ich nicht zum Beispiel kann, etwas mit Videoanruf machen. So Sachen dann auch zum Beispiel am Zug wäre zum Beispiel auch super, weil du zum Beispiel die Lautsprecheransagen da kommen, wenn du vielleicht geben im Bildschirm eine kleine Ertitlung dabei kommen oder einfach ein kleines Video mit den Infoen, weil wir hören die Sache ja nicht. Dann zum Beispiel auch bei Heichhäusern, von denen du zum Beispiel am Lift gefangen bleiben. Der Strom ist aus. Wir kommunizieren nicht. Wenn du auf die Knappe drückst, nicht gesehen wird, antwortet du immer oder nicht. Das sind alles Sachen, die kriege ich nicht mit, weil das im Moment immer über das Audio, wo die Info weitergeht, dass etwas geschieht oder nicht. Das heißt, ja, es sind am Anfang noch ganz viele Sachen, die noch können gemacht gehen. Wie willst du entscheiden, aber werden an der Chor gehen? Also wir von der Universität Populär, wir hatten Dufro gekriegt und da haben wir dann noch vor mit der Gesicht und so fand. Wir gehen schon seit bald 2 Jahren Kuren an der Gebärdensprache. Bis los ist Kirchspiel, da hatten wir das Niveau A1, also den DGS 1. Und los sind wir auf die Bellwahl kommen und da haben wir noch eine zweite Kur drin. Und gehen aber noch an der Kur für das neue Semester, da fangen wir an, Kuren im Kirchspiel zu gehen, aber auch bei uns im Bellwahl. Wieso hat ihr erst dazu entschieden, Gebärdensprache zu lehren? Ich bin einfach ganz an Sprachen interessiert. Und ich habe geduldet, nachdem ich Latein und Spanisch gelehrt habe, wird auch mal in der Zeit etwas komplett anderes zu lehren. Auch einfach der Gedanke, dass ich nicht mit meinen Händen dem anderen etwas mitteilen kann, fand ich extrem interessant. Wie habt ihr die Kur gefunden? Viel zu verhalten, mir wird mich einfach so motiviert, dass das mal alle Gute so motiviert sind und alle Gute motivieren, dass sie so keine Lust zu lehren, geht es nicht, weil jeder in das wirklich schwer zu lehren.